Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterrecker und seiner Freitagsrunde. Endlich WM und plötzlich wollen doch alle dabei sein. Gerade 3 Bundesräte reisen offenbar auf Russland. Der Bundespräsident Alain Berset, der Sportminister Guy Parmelin und vielleicht sogar, wenn man sich mal überlegt, der Finanzminister Ueli Maurer. WM, Parlament, Fußball, Russland, Putin, Krim, Nationalmannschaft, Kretschen, Fußball, c'est bon pour la santé. Ja, also Bundesrat Johann Schneider-Ammann, es klingt jetzt nicht danach, als würdet ihr jetzt auch auf Russland reisen. Nein, ich war nicht fertig mit Packen, Hasen, nicht gefunden. Die Damen und Herren, Kollegen sagen, ich darf nur noch an die Alma und dann das Bundesrat. Am Mittwoch ist beim FIFA-Kongress dann rausgekommen, dass die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet. Ein Blick in die Zukunft. Was erwartet uns dort der sportlich SRF-Fußballmoderator Rainer Maria Salzgeber? Meine Güte, das ist historisch. Amerika und Mexiko sind WM-Austräger 2026 und als Gastgeber darum schon gesetzt. Gell? Wir sind jetzt schon gespannt, wenn es zu einer Direktbegegnung kommt, wie manchmal der Ball über die Mauer reingeht und übergeht. Gell? Unglaublich brisant, das ist doch einfach so. Absolut. Das müssen wir sagen. Nationaltrainer Wladimir Petkovic, ist die Schweiz 2026 mit euch noch dabei? Gute Chancen intakt. Bis dann ist auch Spieler Jacques groß. Ja, Mexiko, ja. Das kenne ich jetzt gar nicht. Ja, Echt? Jetzt Baschi nicht? Ja, wie gesagt, ja, weiß nicht. Ja. In Mexiko habe ich noch nie gespielt, ja, dafür aber in Grosshöchstädten. Ja. Gipfoberfrick, Untersiggertal. Sag mal, Baschi, für wer bist du eigentlich jetzt an dieser WM? Ja, wie gesagt, ja, für Frankreich. Frankreich? Ja, weil sie auch blau sind. Muss ich sagen. Dorian, ich unterstütze die Schweizer Nazi. Das ist keine Überraschung, Christoph Blocher. Unsere Nationalmannschaft ist neben der SVP noch die einzige Truppe in unserem Land, die regelmäßig gegen das ganze Ausland antritt. Unser sozialistischer Bundesrat würde ja nicht einmal gegen Costa Rica kämpfen, sondern lieber den Dialog suchen. Also, was auf jeden Fall für einen Dialog oder zumindest für Gesprächsstoff sorgt, das ist ja der Videobeweis neu an dieser WM. Und hoppla, da kommt schon der grüne Nationalrat und IT-Sicherheitsexperte Balthasar Glättli aus dem Nationalratssaal. Kein Mensch braucht diese WM, sehr geehrte Damen und Herren. Der neu eingeführte Videobeweis ist gefährlich. Auch die Daten dieser Kameras landen sofort im Darknet. Anonyme Pädophile und auch Online-Jasser oder gar pädophile Online-Jasser entscheiden dort drüber, ob es ein Tor ist oder ein Foul war. Wollen wir das wirklich? Es ist zudem einfach, sich in die Mikrofone von Schiedsrichtern und Linienrichter zu hacken und mitzureden. Das führt zu Verzerrungen. Mein Vorschlag, sobald die Linienrichter ein Tor oder ein Foul bemerken, zünden sie eine Fackel an, am besten aus Bienenwachs. Bienenwachs, das ist eine schöne Idee, Balthasar. Stefan Eicher, der schaut auch WM. Ich bin auch an WM, aber nicht an Fußball-WM, sondern an Biber-WM. An einem Flussufer im Berner Oberland. Dort treffen die besten Biber fürs Baumnagen an. Und ich mache ausser Konkurrenz auch mit. Trainieren sie jetzt jeden Tag im Schneidersitz mit Süssholz. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian Unterrecker. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast. srf3.ch. Morgen. Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterrecker und seiner Freitagsrunde. Was heisst schon normal? Das war historisch diese Woche, das Treffen vom US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un. Was es gebracht hat, über das wird ja heftig diskutiert. Auch in unserer Runde live hier zum Beispiel der Felix Blumer von der SRF Wetterredaktion. Felix, ist das frostige Klima zwischen den beiden jetzt vorbei?
Die amerikanische Ostküste hat viel warme Luft nach Singapur gebracht. Später hat es aufgelöst, aber für ein Gewitter hat es nicht gelangt. Weil die Atomwolke aus dem Norden von Korea hat sich zum Glück verzogen. Aber auf dem Abschlussfoto, Herr Blumer, von dieser Konferenz hat die Sonne geschonen. Ja, auch das mit dem Abschlussfoto hat meteorologische Gründe, weil für die gute Frisur von diesen beiden ist der Föhn zuständig. Ich bin empört von dem Gipfel, Herr Tariani. Wieso der alte Sozialist John Ziegler? Der hat doch auch Diktatoren und Revolutionäre getroffen. Nein, also, lasst, wenn ich mit meinem Freund Muammar Gaddafi wegen ihn getroffen habe, dann haben wir auch nicht so ein Kabarett gemacht, wie sie einfach in der Unterhose im Zelt in der Wüste gesessen, in Kamelmilch getrunken. Einfach 2 Männer unter dem schwarzen Himmel, auch alle 7 Sekunden einen Stern schnuppen. Total schön. Andere Schlagzeilen diese Woche. Nach über 100 Tagen in Untersuchungshaft ist der frühere Chef der Raiffeisenbank, der Pierin Vinzenz, freigelassen worden. Die Untersuchungen der Behörden laufen aber weiter. Was weiss die Weltwoche, Roger Köppel? Wer hockt, hat's verbockt. Um was geht's? Hinter dieser U-Haft steckt ein Skandal. Die Behörden haben einen aufrechten Schweizer wie der Pierin Vinzenz nur darum, so lange im Knast behalten, um die Ausländerbilanz in den Gefängnis zu beschönigen. Ist jetzt gerade eine kleine steile These, Herr Köppel. Aber das stimmt selbstverständlich. Und es ist doch wahr, um was geht's? Die Raiffeisen ist die Bank der Bauern. Und für die ist es normal, dass man Leistungen überkommt, ohne dass eine wirtschaftliche Notwendigkeit herrscht. Im Gegensatz zu der Weltwoche, wo ihr Geld nicht vom Steuerzahler, sondern direkt als Direktzahlung vom heimlichen Direktor bezieht. Von der Bank zur Post und da zu Postauto. Grosser Knall diese Woche. Wegen der ungetreuen Geschäftsführung ist die Chefetage abgetreten, inklusive der Postchefin Susanne Ruoff. Kommt da noch mehr ans Licht? Du da, um was geht's? Die Post hat den Steuerzahler um x Millionen geprellt. Es wird aber noch viel teurer. Allein die GL von der Post AG füllt bei ihrem Abgang ein ganzes Postauto. Und wann dass es fährt, ist noch unklar. Entweder ins RAF oder direkt in die U-Haft. Und die Frau Ruoff bleibt bei der Post. Wir wissen, sie übernimmt die Postagentur mit Kiosk und Coiffeursalon in der Landesneftenbach. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian Unterretter. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast srf3.ch.